Ich geh kaputt, mein Kopf tut weh, mein Leben wird auch nimmer schön. Alles zirkt und beißt, alles knackt und kracht, hat dir das Leben erst in der Reißen, dann gut Nacht. Wenn dir der Herrgott mit dem Hammer in den Scheitel zirkt und die ganze Nacht lang heimlich dir dein Kreuz verbirgt, dann weißt genau, die Zeit ist eine Sau. Spezielle Schuhe, spezielles Gewand, nur krumme Fingern an der Hand. Die Haare werden länger, doch nur am Kopf. Nur aus die Rückenhaare machst du dir bald einen Zopf. Wenn dir der Herrgott mit dem Hammer einen Scheitel zirkt und die ganze Nacht lang heimlich dir dein Kreuz verbirgt, dann weißt genau, die Zeit ist eine Sau. Wenn dir der Herrgott mit dem Hammer einen Scheitel zirkt und die ganze Nacht lang heimlich dir dein Kreuz verbirgt, wenn du beim Bieseln jetzt mal nur ein bisschen länger brauchst und du noch 3-4 Treppenstufen aus die Knierscheiben rauchst, wenn dir die Zehen schon regelmäßig aus der Goschen fallen und dir die Oberschenkelknochen aus der Hüften rollen, dann weißt genau, die Zeit ist eine Sau. Und Isaac Newton hat uns schon gelehrt, das mit der Schwerkraft, das ist auch noch ziemlich geschert. Das war's gewesen, das Lied. Das heißt, Zeit ist eine Sau, das ist von meinem neuen Album Pflanzerl. Ich bin auf den Song gekommen, ich bin beim Einkaufen gestanden an der Kasse und vor mir haben sich zwei alte Männer unterhalten, die sie offensichtlich schon lange nicht mehr gesehen haben, und haben sie praktisch gegenseitig ein Update gegeben über alle Operationen, Untersuchungen und Feststellungen, Diagnosen, die so in der letzten Zeit praktisch zugekommen sind. Und dann, ja, ich habe jetzt ein neues Knie gekriegt, ich habe schon seit 15 Jahren ein neues Knie drin und so ein Ding. Und hin und her. Und es war so absurd, weil die haben, das war jetzt nicht so wie, nachher das und das, sondern das war ganz sachlich. Das war einfach so, ja, dann bin ich auf Reha gewesen und dann bin ich wieder heimgekommen. Ja, dann hat es mich natürlich hingehauen, ne? Dann ist der Tüften, ne? Dann haben sie mir Tüften, ne? Dann haben sie gleich wieder, ja, musst operieren, ne? Ding, dann war ich gleich wieder drin im Krankenhaus, ne? Was ich letztes Jahr auf Reha war, ich sag's dir, also so ganz sachlich haben sie es einfach verzeiht, wie sie zerfallen. Und einer der letzten Sätze war dann, da hat dann der eine gesagt, ja, gell, wir werden alle nicht hingehen. Und der andere hat gesagt, ja, Zeit ist eine Sau. Und das ist mir irgendwie hängen geblieben. Dieser Satz ist mir irgendwie hängen geblieben. Das ist so lustig. Und auch wie die da drüber geredet haben, dann haben wir gedacht, da musst du irgendwann einmal einen Song. Und dann bin ich gezahlt, bin ins Auto gegangen und habe so die ersten, ich gehe kaputt, mein Kopf tut weh, mein Leben wird auch nicht mehr schön und so aufgeschrieben und den Titel aufgeschrieben, Zeit ist eine Sau, einfach um mir das zu merken. Und es ist dann relativ schnell gegangen, dass dieser kleine, süße Song dabei rausgekommen ist. Ich hoffe, dass er euch gefallen hat. Wenn er euch gefallen hat, es gibt unglaublich viele Möglichkeiten, mich zu unterstützen. Liken und so und kommentieren natürlich sowieso. Aber ihr könnt auch auf meinherzschlag.de gehen. Da gibt es zum Beispiel jetzt Postkarten von mir. Ja, verschiedenste Postkarten. Tolle Qualität, tolle Farben, super gemacht. Eigenlob und so. Nein, das hat der Daniel von Mein Herzschlag hat das echt ganz toll gemacht. Und mit dem zusammen habe ich auch einen Kalender gemacht. Das Leben ist schön, trotz all dieser Probleme. Und das ist einfach ein ganzer Kalender mit verschiedensten Beutel von mir und so. Und wer noch nach einem Weihnachtsgeschenk oder sowas sucht, einwandfrei, super Sache. Verlinke ich euch alles. Ich verlinke euch das Album Pflanzerl, auf dem der Song drauf ist. Das ist jetzt neu raus, das könnt ihr euch anhören auf alle Streaming-Plattformen, und ich verlinke euch auch diese Postkarten und den Kalender. Das heißt, so könnt ihr mich auf jeden Fall unterstützen, kauft es euch. Weihnachtszeit ist, auf geht's. Und jetzt kommt noch ein ganz herzliches Dankeschön an alle, die mich monatlich unterstützen. Jetzt kommen meine Patreons.